Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und heute haben wir wieder die Streifen auf dem Tisch. Ja, gucken wir mal. Ja, ich hab gedacht, ich probiere das jetzt mit den IMRs da gleich. Da können wir testen, aber das mag das Ding wohl noch nicht. Da müssen wir vorher noch wohl erstmal drinnen was ändern, damit wir überhaupt das verwenden können. Deswegen bauen wir die noch mal aus. Ja, Krach machen, dass die Leute auch mit den Kopfhörern gewiss wach sind. Dann bauen wir die da noch mal erstmal ein. Das sind ein bisschen gewöhnlichere Akkus. Da gucken wir mal. Weil ich jetzt sage, halt gucken wir, dass wir aus den Dingen mal ein bisschen mehr Leistung rauskriegen. Mehr Power ist immer gut. So. Da habe ich auch schon Rändelschrauber gebracht, das habe ich überall. Jetzt kommt das auch. Nicht jetzt sagen, die Kosmetik, da machen wir gleich mal weg. Weil den optischen Gruß brauchen wir von Anfang nicht. Das ist dann, wenn es im Regal steht, dass es gut aussieht. Jetzt gucken wir mal, was das Ding so hinbringt. Komm, schneller, auf geht's. (17,7) also 20,2 und 19,5. Und ich habe ja schon mal mit der Raven Vergleiche gemacht mit den unterschiedlichen Batterien. Jetzt gucken wir mal, was wir da so hinbringen. Und ich glaube, bei der Raven, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da habe ich den Thermowiderstand schon rausgemacht. Muss da mal das Video nochmal angucken. Weil ich könnte das auch über zerlegen, aber wenn ich schon Videos mache, dann können wir auch die Videos angucken. Ich glaube einfacher. Also, da haben wir einen Mittelwert von 19,4. Habt ihr die Werte nochmal. Können wir das wieder ausmachen. Gucken wir. Gang schon aus. So, kannst du wieder schlafen legen. Also, dann machen wir das auch mal weg. Das montieren wir nachher wieder dran. Da habe ich schon ganze Sicherheitsquatsch rausgemacht. Ich würde sagen, ich mache das mal auf, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Also ist der Wärmewiderstand noch drin. Weil der Thermowiderstand, da habe ich da den Schalter rausgemacht. Weil der Sicherheitsknöpfe ist nur drin. Das kann man drinnen lassen. Den Vorhang da, den habe ich, oder war glaube ich so ein Vorhang dann oder irgendwas da, was da die Schwungräder geschützt hat. Das habe ich auch schon rausgemacht. Ihr könnt euch das andere Video anschauen, wenn ihr lustig seid. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch gucken, dass man das Kabel da noch lötet. Dann dürfte es eigentlich schon besser gehen. Eigentlich habe ich mir überlegt, habe da ein paar Teile dafür da. Aber uns machen wir mal alles nach dem anderen. Was ist das da? Ach, das ist die Rändelschraube da. Das ist die fürs Batteriefach. Jetzt löten wir mal das Kabel von da nach da. Dann gucken wir. Weil ich habe da noch andere Bauteile, die man so nacheinander einbauen können. Dann können wir gucken, was wie viel Leistung bringt. Und jetzt sage ich dann bis gleich.
So, jetzt habe ich den Widerstand rausgelötet. Und welche Überraschung? Scott. Also ich würde sagen, schraube das provisorisch zu und das Deckel lassen wir mal vorläufig weg. Und wir machen es dann auch noch mal auf. Weil die Verkabelung und alles, da will ich noch ein bisschen was machen. Muss ich noch ein bisschen gucken, was man da so unterkriegt und was man so machen können. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass man Vergleichswerte kriegt. Dann mache ich es wieder provisorisch zu, dann bis gleich. So, da. Jetzt ist, der ich mal sagen zu. Also, klar. Also das können wir mal zur Seite packen, weil Gott ja ohne. Und jetzt gucken wir, ob sich da groß was verändert hat. Ich glaube 17,4 war das der letzte Mittelwert. Also 18,7, 17,9 und nochmal 18,7. Und 18,2 war es dann zum Schluss. Also haben wir einen Mittelwert von 18,3. Das heißt, wenn wir da 17,4 von vorher hattet, bin mir immer ganz sicher. Hab's jetzt nicht mehr. Hätte es mal aufschreiben sollen. Ich meine, kann jetzt schwer das Video anschauen. Ein bisschen ordentlich ist dann. Also ihr merkt euch auf 18,3. Ich hätte jetzt sagen, ich habe mir kurz mal ein Gefäß für die Schreibler. Bis gleich. So, jetzt können wir die Schreibler kurz wegpacken. Weil sonst fliegen wir die da noch herum. So, da. Das ist da ein bisschen auf die Seite. Dann würde ich sagen, also 18,3 mit der normalen Batterie. Das ist tatsächlich einfach einen auszuschalten, dann reset jetzt von der Leute. Da würde ich sagen, testet mal die blaue Akkus da. Das müsste hier jetzt auch gehen. Jetzt wo wir das Widerständle entfernt haben. Und ich habe da schon mal einen Vergleich gemacht mit der Raven. Also, das ist der Dummy. Den kann ich, wenn ich dran denke, euch auch verlinken. Wenn nicht, ihr findet es auch auf meinem Kanal. Da habe ich verschiedene Batterietypen miteinander verglichen. Und ich glaube, die Akkus von vorher, die haben nicht viel Unterschied gemacht zur normalen Batterie. Ist halt ein bisschen komfortabler, wenn man das Zeug so verladen kann. Und nicht ständig neues Zeugs kaufen muss. Weil man will sich ja schließlich ein bisschen was sparen auf lange Sicht. So. Ui, das hört sich schon mal anders an. Ja, das ist ein bisschen anders. Da haben wir, was haben wir? 27,5 im Mittelwert. Da haben wir eigentlich, bis auf der erste, haben wir da hauptsächlich 28. Da haben wir nochmal. Jetzt habe ich Mittelwert sogar eher versaut. Ah ja, 27 als Mittelwert passt wohl. Gut, dann gucken wir mal, was man sonst so, wenn man die Verkabelung noch ein bisschen ändert. Ich habe da noch ein bisschen was da. Ich habe noch andere Schwungrädler. Ich habe noch andere Modelle. Und ich habe noch so Klackerdingens, so Relais. Da können wir mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute alles im Video nehmen, ob da heute alles dazukommt oder ob man das auf mehr Videos verteilt und vielleicht heute einfach bloß Verkabelung machen und mal gucken.
Aber ich hab da ein bisschen Zeugs da, also da können wir ein bisschen gucken. Oder vielleicht probieren wir das mit dem Relais zuerst, ob das geht. Ich will das Schalterle da unten nicht tauschen, da habe ich keine Lust dazu. Und ich habe da noch so Pläne mit so einem durchsichtiger Schwungrädler Blasters. Also, und da will ich meine, da könnt ihr einfach einen anderen Schalter reinkleben, das denkt man noch nicht sehen, aber das beim Durchsichtigen ist es halt scheiße. Deswegen will ich das mal bei so einem testen, bevor ich das nachher beim Durchsichtigen mache. Aber ihr versteht, was ich meine. Und lasst der Abo da drücken, jetzt länger, dann verpasst ihr es auch nicht, wenn ich dann dazu komme, das mal zu machen. Also dann zerlegen wir das mal und gucken, was wir dann sonst noch so machen heute. Bis gleich. Ja, das sieht jetzt abenteuerlich aus da noch. Also das, das Kabel ist ein bisschen. Also da können wir jetzt schon ordentlich Leistung drüber jagen über das Kabel im Vergleich zu dem drin. Also, das ist halt. Aber ich dachte, so ein Kabelquerschnitt, nehmen wir einfach mal allen. Also, einfach mal ja. Das, jetzt können wir mal gucken, ob wir das mit dem Relais mal testen können. Dass wir da mal vorher gucken können. Das, mal, dass das so weit oben ist. Ach, das. Dann schiebt das da so von oben rein. Dann habe ich halt auch ein bisschen was weggeschnitten, dass das Kabel nachher. Das, ja, gut, das ist ein Kabel, das ist ein Kabel. Also so im Vergleich dazu. Aber nicht, dass das nachher dann Probleme macht. Jetzt gucken wir mal, wo machen wir denn? Das muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Relais mache. Da habe ich da die Nase weggeschnitten und einen Haufen Krust halt weggeschnitten. Wo ist das jetzt noch? Ja, einen Haufen Krust. Jetzt gucken wir mal. Weil das würde mich jetzt schon interessieren, ob das so prinzipiell geht. Ich meine, da passt jetzt da nicht rein, da müssen wir wahrscheinlich einen anderen Schalter reinbauen. Da kommen wir da noch, wenn wir dann mal mehr Leistung reinbauen wollen, kommen wir da wahrscheinlich nicht drum rum. Und dann müssen wir halt mit so neumodischer Großstein eingegangen, damit so Elektronikzeugs. So MOSFET oder sowas da. Aber das habe ich jetzt gerade nicht da. Und das sieht dann halt noch nicht so cool aus wie so Klackerrelais. Also das sieht halt schon. Deswegen will ich, dass das geht. Weil es cool aussieht noch. Nicht weil so altmodisch. Natürlich, das hat keine Vorteile, der altmodische Krust. Also, da ist schon, Elektronik ist schon besser, aber das sieht halt cool aus. Das ist der Hauptgrund, warum ich das mache, mit dem mache ich das. Aber jetzt gucke ich mal, wie ich das verkabelt kriege, dass man das da angeschlossen kriegt. Dann hätte ich sagen, bis gleich.
So, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Dann machen wir Lötkolben aus. Probieren einfach mal, ob das tut. Weil das ist jetzt alles bloß so professorisch nachgelötet. Das kommt nachher wieder weg. Hoppala, fliegt das gleich wieder raus. So, da. Die in die andere Richtung. Das müsste jetzt eigentlich klackern. Oder ordentlich rauchen. Und da will ich dann einen Sound dazu haben. Jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Vielleicht ist es wie bei Elektronik. Wisst ihr, Elektronik funktioniert mit Rauch. Wenn Rauch entweicht, dann funktioniert es nicht mehr. Okay, das ist halt schon cool. Also, das ist halt schade, dass da echt. Also, ich sehe da jetzt keinen ausreichenden Platz für das. Für das. Aber ich glaube, das hat jetzt schon mehr Power. Also jetzt haben wir halt die kleinen Käbel, die müssen jetzt halt nichts aushalten. Das ist halt schon der Hammer. Da bin ich jetzt echt im Überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Weil das ist schon cool. Das hört sich schon wild an. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir das provisorisch zusammengeschraubt kriegen. Dass wir da vielleicht das hinter halt einfach einen Spalt offen lassen und dann gucken mal, was für Leistung da rauskommt. Was haben wir? 27 Meter durch Sekunde gilt es zu schlagen. Also ich jetzt sage, ich probiere das jetzt mal zusammenzuschrauben. Dann gucken wir. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Da ist auch unser Messmittel. Dann gucken wir mal schnell. Warte. Okay, das ist jetzt klar, dass der Schieber nicht so richtig Gott und alles. Das ist halt nicht für so einen Spalt ausgelegt. Also. Aber gut, die könnt da jetzt nicht ins Gehäuse was reinschneiden, aber das mag ich halt auch nicht. Oder wir machen das Relais da hinten noch. Das wäre natürlich nicht. Aber die Schulterstütze, das geht dann nicht mehr noch. Da bräuchte man einfach. Ja, da brauchen wir einfach mehr Platz dafür. Deswegen habe ich das jetzt provisorisch gelöst. Aber das wäre jetzt 27,5, also ein bisschen Steigerung ist. Aber ich würde sagen, wir machen die Verkabelung jetzt normal. Machen das Relais wieder weg. Jetzt haben wir schon gesehen, dass das Gott. Das wollte ich sehen. Und der Rest ergibt sich dann. Dann bis gleich.
Also, oder noch ein paar kurze Worte, bevor man das wieder zusammenbaut. Ja, dachte ich mir mal alles und ja, viel hilft viel. Vor allem, weil ich manche Stellen nicht gescheit nachgekommen bin. Und ja, also funktioniert soweit. Wie ihr hört. Und ich habe das Sicherheitsding, das habe ich weggemacht. Das war mir das blöd, das wieder neu zu bauen. Jetzt halt, kann man das betätigen, ohne dass. Eieiei, das wackelt. Jetzt kann man das betätigen, ohne dass da irgendwie das betätigt ist. Da kann man noch ein bisschen was machen. Das wird sich aber im Laufe der Zeit dann verdeutlichen. Das hört sich jetzt schon gut an. Da, das da noch. Gut ist. Dann machen wir das Deckel wieder drauf und testen es, oder? Die sagen. Das packen wir weg, das brauchen wir nicht. Ja, überall der Schmutz. Dann bis gleich. So, oder das ist wieder zusammengebaut. Das geht noch. Das immer noch haben im Moment. Noch was zusammengebaut. Und das ist noch Gott. Ich meine, die schon länger dabei sind, die kennen vielleicht schon der eine oder andere. Das eine oder andere Mal, wo ich was zusammengebaut habe und das danach, ja, nicht mehr gegangen ist. Und dann wieder auseinanderbauen und gucken, was für Kleinigkeiten man dann falsch gemacht hat. Jetzt mache ich mir nur Sorge, dass ich den Schalter irgendwann mal kaputt mache, weil das ist jetzt halt wahrscheinlich für das Ganze nicht ausgelegt, aber das findet man dann raus. Das hört sich schon gut an. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Jetzt gucken wir mal, was das Messmittel dazu sagt. So. So, dann. Oh, einen haben wir noch. Jetzt ist leer. Da haben wir jetzt 27,3. Wenn ich recht entsinne, haben wir jetzt 17,4 heute angefangen. Und dann haben wir da ohne den Temperaturwiderstand 18,3 gehabt. Ja gut, mit der Batterie haben wir schon 27 gehabt. Mit dem Relais dann 27,5. Das heißt, die Kabel, die haben jetzt, ja, das Relais und das Kabel, ich weiß nicht, ob das was ausgemacht hat oder in der Messtoleranz liegt. Da hätten wir jetzt dann mehr machen müssen. Und ich habe zwischendrin gelernt, die erste habe ich vergessen aufzuschreiben, aber den Rest habe ich mir dann aufgeschrieben. Aber wenn ihr das Video anguckt, da seht ihr ja alles. Dann müssen wir jetzt gucken, vielleicht haben wir da jetzt noch eine Chance. Wenn wir da statt den Dummy auch noch durch was anderes ersetzen und gucken, dass wir andere Modelle einbaut. Da haben wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Power. Ich habe da andere Modelle gekauft. Um ehrlich zu sein, die habe ich mir hauptsächlich gekauft wegen der Optik, weil das sieht halt schon cool aus. Also. Und das Logo, das sieht schon cool aus. Also da kann man reingucken. Der kommt dann nachher da. Ich weiß nicht, ob nach unten. Wobei das müsste recht egal sein, aber da kommt dann nachher so da rein. So da rein. Und dann kommt das da drauf. Ich muss mal noch gucken, bevor ich das jetzt da fest reinbaue. Weil das muss man nachher richtig rum vertrauen. Sonst geht es nämlich nicht. Wenn man das, dann muss man ich glaube, die müssen gleich rum rein. Muss man das anschauen, weil das hätte ich mir schon vorher gerne anschauen. Sonst
sonst dreht es noch in falsche Richtung. Und das ist sowas, wo man denkt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und da fehlen mir noch Schreibler. Da bräuchte ich noch Schreibler dafür. Das ist gut, dass man das auch guckt. Das sieht dann noch, also das sieht schon cool aus. Und dann haben wir die Verkabelung sauber aufgeräumt und alles. Das hat man nur wenn wir das Schalterproblem dann noch gelöst haben. Das bisschen was von dem Schmutz muss ich noch wegmachen. Wenn wir das Schalterproblem noch gelöst haben. Er hat das Relais irgendwo unterkriegt. Dann wäre das noch eine coole Sache. Ich habe da nämlich noch so durchsichtige. Und da will ich dann schon. Also da darf man nicht damit so einem Fusch anfangen. Und klar, ich habe noch irgendwo Schalter, die auch ein bisschen mehr Strom vertragen. Also die ein bisschen was aushalten, nicht so groß da. Das ist halt nichts rechts. Bevor ich das drauf drücke. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich gucke mal, wo ich so Schreible finde. Und ja. Wenn euch das gefallen hat, das mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben und ja. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was man so probieren solltet, einfach in die Kommentare schreiben. Dann kriegen wir das schon hin in Zukunft. Ja, lasst ein Abo da, drückt das Klingel, dann erfahrt ihr auch, was ich da weitermache. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil da werde ich jetzt so schnell nicht aufhören. Da habe ich noch Ideen. Also, und dann, wenn wir damit fertig sind, dann probieren wir noch andere. Und ich will mal noch schauen, ob so Lithium-Polymer-Ding jetzt da, ob das nochmal ein bisschen was rausholt. Weil jetzt gucken wir, was man so hinkriegt. Einfach mal probieren. Da bin ich jetzt schon neugierig. Das macht Spaß. Also, lasst ein Abo da, drückt das Klingerle, das hilft mir. Da können wir noch mehr probieren. Na, kriegt man noch einiges hin und kriegt vielleicht irgendwann mal Reichweite-Tests und alles Mögliche. Das ist ja viel möglich. Aber momentan ist alles noch ein bisschen eingeschränkt, aber ich bin ja auch erst am Anfang. Also von daher. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.